Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch und herzlich willkommen zu einer weiteren Schweizer Woche. Ich habe schon letztes Jahr so eine Schweizer Woche gemacht, wo ich Rezepte gemacht habe, wie Rüeblichkuchen, wie Hagelhans-Gottlet. Und ich habe auch dieses Jahr gefunden, um August herum braucht es wieder mal ein paar lustige Schweizer Rezepte. Es ist ein Rezept, das jedes Schweizer Kind kennt das einfach. Das ist Toast Hawaii. Und bei Toast Hawaii da tun sich die Geister scheiden. Ja, schon zalt zu süß. Und ich habe mir so überlegt, wie könnte ich das Toast Hawaii so ein bisschen anders gestalten, dass es vielleicht doch eigentlich auch noch eine coole Sache fängt. Ich könnte einen Toast Hawaii Flammkuchen machen. Was für ein geiles Apero ist das? Also, da hast du irgendwie 1. August und dann kommt einfach jemand mit einem Toast Hawaii Flammkuchen. Ich habe folgende Zutaten vorbereitet. Ich habe einen Blätterteig aus dem Kühlregal genommen, Schinken, Scheibenkäse oder Schmelzkäse. Es gibt ganz viele verschiedene. Ich habe den Greyerzer genommen, weil ich das Gefühl habe, der ist so ein bisschen rezenter und hat ein bisschen mehr Geschmack. Dann habe ich frische Ananas genommen. Man kann sicher auch Ananas aus der Dose nehmen. Es hat jetzt echt schöne frische Ananas gehabt, darum habe ich die genommen. Creme fraiche und meine Damen und Herren, das ist alles. Und das Kirsche, das ich oben drauf tue, das tue ich nicht oben drauf, weil ich es richtig grusig finde. Man nimmt den Blätterteig und dann muss man einfach da das Creme fraiche so ein bisschen drauf verstreichen wie auf einer Pizza. Ich habe das probiert, ein bisschen gleichmäßig zu verteilen und ich habe noch so einen Rand rundum freigelassen. Und jetzt aufbaue ich es aufbauen, wie es Toast habe. Jetzt muss ich überlegen, wie es geht. Zuerst den Schinken einfach ein bisschen verteilen. Ich habe das klein geschnitten. So, und jetzt tue ich die Ananas drauf. Und jetzt noch der Scheibenkäse. Der Käse ist jetzt verteilt und jetzt kommt ein gutes Stück in den Backofen. Und da ich nicht wirklich so genau weiss, wie lange ich es machen soll, tue ich jetzt einfach mal bei 180 Grad einfach mal 20 Minuten. Und dann schaue ich mal, wie der Kebab so aussieht. Wenn der schöne braune Farbe hat, dann nehme ich es raus und sonst bleibt er noch länger drin. Die genauen Backangaben kommen aber 100%. Tada! Das gute Stück kommt aus dem Ofen. Und jetzt schneiden wir ein Stück an. Eigentlich sollte man es zuerst ein bisschen abhalten, aber jetzt gibt es keine Geduld. Toast Hawaii auf Flammkuchenboden. Was für eine coole Idee. Es ist wirklich mega fein. Sehr, sehr saftig mit der Ananas, mit der Frische und auch mit dem Käse. Also das könnt ihr wirklich super als Apero servieren oder mit einem Salat als Hauptgang. Einfach mal etwas anderes als das auf Toast, nämlich mit Flammkuchen. Ich freue mich schon auf das nächste Rezept und bis gleich!